Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht unserem Planet zu warm. Wir wissen, dass der Erwärmung ein gewaltiges Problem für Mensch, der an Natur durchstellt. Aber leider wissen wir auch, dass es bislang nicht genug gemacht wird, für den Prozess zu stoppen. Es gibt zu viele Treibhausgase ausgestoßen und das schuld unserem Klima. Alle Efforts für die Emissionen zu senken und dafür einen dringend notwendigen Schritt den richtigen Schritt in die richtige Richtung. Und dafür unterstützen wir Piraten natürlich auch das vierleitende Projekt für die Anpassung von unserem Klimagesetz und die europäischen Direktiven und Reglemente. Gebäude, Flugverkehr an den Sektor Maritim, an die grenzüberschreitende Warenherstellung, an ihren Verkauf sind wichtige Emissionssektoren. Dafür sind die europäischen Bemühungen ganz wichtig, für CO2-Gase zu reduzieren und gleichzeitig auch die sogenannten Carbon Leakage zu verhindern. Also die Aufwanderung von Firmen und Ländern außerhalb von der EU, die kein oder eine geringe CO2-Steuer bzw. einen günstigen Emissionsmarkt haben. Das ist auch wichtig, dass der Emissionshandel einer efficacer Kontrolle mit Sanktionsmöglichkeiten erleidet. Und natürlich begrüßen wir auch, dass der Delay für die Enquete publik über den Projekt vom PNEC auf 2 Monate verlängert soll gehen. Für uns Piraten ist der Ausbau von den Partizipationsmöglichkeiten schließlich immer ein Gewinn. Wir auch, wenn wir am vierleitenden Gesetzesprojekt viele Positivpunkte fanden, so müssen wir aber auch so, dass das Gesetz wohl nicht kurzfristig, sondern just langfristig einen Impact auf das Klima wird tun. Es gibt viele Übergangszeiten, und auch Lützeburg wird bis 2026 bzw. sogar bis 2030 bei seiner nationalen CO2-Steuer bleiben, am Platz ein europäisches System zu überholen. Und da bleibt auch noch das Problem, dass der Klimawandel ein globales Problem ist, an die hier genannten Direktiven und Reglementer natürlich keine globale Gültigkeit haben. Das ist ein gewaltiger Schritt, dass alle Länder aus der EU sich auf das Regeln einigen konnten. Mit Klima kennt eben keine Ländergrenzen, auch nicht die EU-Außengrenze. Außerhalb von der EU werden weiterhin für viel mehr billig Geld die Emissionen ausgestoßen gehen. Das ist ein Problem für das Klima und das kann auch ein Problem für die europäische Exportindustrie gehen. Für europäische Produkte an dem Ausland produziert wurden, die an der EU verkauft gehen, müssen Emissionszertifikate gekauft gehen. Für ausländische Produkte, die am Ausland bleiben, aber nicht. Ohne die Emissionszertifikate ist Produktion natürlich mehr billig, aber eben auch mehr knastig. Für europäische Exporteure könnte das ein Nachteil vom Umweltmarkt sein, und dafür ist es wichtig, dass das Problem vom Klimawandel international angegangen wird. Ein globales Problem braucht eine globale Antwort. Andererseits verdrängen wir den CO2-Ausstoß just von einer Region von der Welt an die andere, während die Emissionen insgesamt aber gleich bleiben. Dann haben wir für das Klima überhaupt gar nichts gewonnen. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Und das heißt auch, dass jeder muss so viel leisten, wie er kann. An einer gerechten Gesellschaft kann es nicht sein, dass der viel hat, viel Dreck machen kann, just weil sich Taxen und Zertifikate ohne Problem leisten kann, während ein anderer, die nicht weiß, wen auf seine Notschicht kommen soll, weil er sich den Benzin für sein Auto nicht mehr leisten kann und noch nach seinem Dorf keinen Nutzbus fährt. Klimaschutzmaßnahmen müssen sozial gerecht kompensiert gehen. In England doch schon angesprochen, den Teil von der Chambre de Commerce. Die Chambre de Commerce noch kennt Mesuren aus diesem Gesetz, der Schiffsverkehr bis 2026 8,3 Milliarden kosten. Und das wird wahrscheinlich auch am Niveau von den Warenpreisen, die man am Schiff importiert gehen, spüren. Dafür ist es wichtig, dass darüber durchgeht, die Preisveränderungen für Haushalte mit kleinem Abkommen aufzufördern. Jeder ist am Kampf gegen den Klimawandel gefroht. Mit dem mit kleinem Abkommen dürfen nicht mehr gestraft gehen wie all die anderen. Insgesamt wollen wir Piraten eigentlich, dass beim Klimaschutz überhaupt nicht mit finanziellen Bestrafungen, wie am Gegenteil mit positiven Anreizen geschafft wird. Dafür setzen wir uns auch schon für den Klimabonus an eine Anpassung von der CO2-Steuer an. Jeder soll pro Monat eine staatliche Direkthilfe überwiesen kriegen, wie ein damit klimafreundliche Produkte kauft,
mat wenig Taxen wer zu recht behalen, wie klimaschiedlech Produkte käft, mat Taxen verleiert sei Klimabonus. Weil wir aber wissen, dass das Idee aktuell nicht dich leidt, an den Klimawandel Zeit noch Aktionen braucht, stimmen mir natürlich auch dem System vom Emissionshandel zu. Da gehe ich auch meinen Akkord von den Piraten und so eine Schmerz wird nur leicht.